it's lights out and away we go. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu F1 2021 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Wieder einmal mehr geht es ins nächste Rennen rein. Wir gehen nach Belgien, eine Strecke, die ich sehr gerne fahre. Und ich bin gespannt, wie unser Auto hier performen wird. Und ja, wir haben in der letzten Folge schon alle Updates gemacht, die wir machen mussten. Darum müssen wir hier eigentlich nicht mehr gross darüber reden. Wir gehen gerade ins Rennen rein, beziehungsweise wir sehen uns im Blitzqualifying wieder. Hoffen wir einfach auf ein trockenes Rennen. Ich habe keine Lust auf Regen, aber Belgien ist ja mal bekannt, dass es gerne mal regnet. Ja, wir sehen uns wieder im Blitzqualifying. So, herzlich willkommen zum Blitzqualifying. Ich bin Training gefahren und es ist eigentlich alles tiptop gegangen, also kein Problem. Eben Spa bin ich schon ein paar Mal gefahren, ist ja mit unter anderem eine von meinen Lieblingsstrecken. Darum eigentlich weniger so Probleme dort auf dieser Strecke. Das ganze Rennwochenende bleibt auch trocken, also jetzt am Qualifying und das Rennen selber bleibt trocken, also ist somit auch sehr gut. Und ja, da würde ich mal sagen, gehen wir ins Qualifying, ins Blitzqualifying und ich denke, wir werden nicht irgendwie weit vorne landen, weil uns fehlt schon ein bisschen der Speed auf der Gerade, habe ich gemerkt. Und kurventechnisch sind wir wahrscheinlich schon schnell. Aber ich denke, so vielleicht, wenn wir eine gute Runde haben, P6, 5, vielleicht dort. Wir schauen mal, let's go. Okay, ich glaube, in der letzten Schikane habe ich es ein bisschen vertan. Aber was sind wir, P6, glaube ich, das habe ich ja gesagt, oder? P5, P6. Wir sind eine Weile lang im ersten Sektor auf P1 gewesen, und im dritten Sektor sind wir, glaube ich, eine Weile lang auf P3 gewesen, habe ich gesehen. Aber eben P6 ist so das, was halt geht. Aus den Kurven raus habe ich ein bisschen Beschleunigungsproblem habe ich gemerkt. 15 haben jetzt gleich noch gefällt, aber auch Mick Schumacher wieder sehr stark, muss man sagen, an dieser Stelle, 11. wieder. Also, wir haben ihn bis jetzt recht gut gefördert und ja, mal schauen, wo es ins Rennen hergeht. Ich bin gerade verschockt, wo die kommt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Vor Sergio Perez, der auf P2 steht. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Norris, Ricciardo, Valtteri Bottas, ein Wagen des neuen Teams, Hamilton, Leclerc, Sainz und Sebastian Vettel, Mick Schumacher, Gasly, Yuki Tsunoda und Ocon, Russell, Eilert, Lance Stroll und Antonio Giovinazzi, Latifi, Mazepin, Alesi und Robert Schwartzman. Welcher dieser talentierten Fahrer wird sich heute durchsetzen? Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht.
So, herzlich willkommen an der Startaufstellung. Wir schauen wie immer schnell in die Rennstrategie rein. Wir sehen, wir starten mit den Softs, gehen in Runde 5 dann auf die Mediums, auf die gelben Reifen. Wir nehmen ein bisschen weniger Sprit mit, weil das Auto ist ja relativ sparsam und das ganze Rennen über soll es eigentlich auch schön und trocken bleiben. Und ja, mal schauen, wo es uns her verschlägt. Vielleicht haben wir eine relativ gute Rennpace und können vielleicht auf ein Podium kommen oder halt einfach wirklich gute Punkte holen. Aber ja, für das müssen wir zuerst mal die erste Runde überleben. Und ich würde sagen, legen wir los, let's go! So, die 5 Lichter gehen an und gehen aus. Guter Start gehabt. Bremsen wir hier mal gerade trainieren. Und dann sind wir mal auf P4 vorgekumpelt. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie unser Speed wird sein. Auf der Geraden hier oben. Ich habe mal ERS sicher rein, dass ich mal ein bisschen verteidigen kann. Ich denke, hier hinter der Bottas wird auch mit ERS kommen. Der ist schon viel schneller. Aber es langt ihm nicht. Aber Bottas kommt. Okay, wir können ein wenig Abnutzung am Motor erkennen. Ja, ich muss jetzt gerade mal schnell schauen. Motorabnutzung da. Oh ja, okay, unser Motor ist bei 67%. Den müsste jetzt mal einmal wechseln wahrscheinlich. Können wir den Ricciardo vielleicht beim Anbremsen überholen? Nein. Das wäre zu viel Brechstangen gewesen. So, also das Ding ist so, dass der Bottas, glaube ich, an mir vorbeifahren. Der drückt hier hinten wie blöd. Und jetzt hat der DRS, ich haue zwar ERS, alles was ich aus dem Auto noch rausholen, hole ich jetzt raus. Das Problem ist eben, oh, das war noch nicht mehr gewesen. Oh, Norris geht jetzt vorbei. Das Problem ist eben, mein Motor ist wirklich kaputt. Und auf der Geraden habe ich irgendwie einen enormen Leistungsunterschied, eine Differenz. Ich muss unbedingt den Verbrennungsmotor wechseln. So, Norris kommt, der wird es jetzt auch wieder versuchen. Norris hat schneller Auto sein. Oh, gell? Oh, der fährt einfach hier mal neben mir her noch. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie Oh, Pierre Gasly draussen und Safety Car. Ich wollte noch gerade sagen, am Anfang des Rennens, es ist schon lange kein Safety Car mehr gekommen. Und Carlos Sainz sagt gerade draussen. haben wir eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Wow. Okay. Geht in Ordnung. Jetzt wird es spannend. Jetzt wird es mal richtig spannend. Der Pierre Gasly ist draussen, das habe ich gesehen, und der Carlos Sainz. Ich würde mich noch wundern, was passiert ist. Muss ja fast eine Kollision gewesen sein. So, und ich denke, jetzt werden alle in die Box gehen. Oh, die machen. McLaren macht gerade einen Doppelstopp. Okay. Oh, ich weiß nicht, ob das gut rauskommt. Red Bull auch, hat auch warten. Ich hoffe, dass ich gut rauskomme. Ich hoffe, dass ich wirklich gut aus der Box rauskomme und nicht lange muss warten. Das könnte wirklich bitter werden jetzt für mich.
Raus, 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 raus. Mick Schumacher kommt auch gerade. Oh mein Gott, das hat gerade passt bei ihm. Wow! Wow, was für ein Boxenstopp. Wow, also wirklich nicht schlecht. So, okay, dann sind wir mal jetzt hinter dem Safety Car. Es wird wahrscheinlich noch eine Runde mehr draussen bleiben. Und ja, dann warten wir mal, bis da alle durch sind, beziehungsweise in der Box sind. Ist natürlich gut von uns. Der Ricciardo hat profitiert, der ist Zweiter. Perez hat jetzt eine Position verloren. Verstappen immer noch Erster und wir sind Vierter. Hinter uns jetzt der Bottas. Norris hat auch ein bisschen länger warten, der hat Position verloren. Safety Car kommt in dieser Runde rein. So, Safety Car kommt rein, das Rennen wird wieder eröffnet und jetzt müssen wir hier mal kurz den Reifen auf Temperatur bringen. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Schauen wir mal, wie der Verstappen den Restart macht. Okay. Ah, ich will nicht genau wieder den Schikane rein haben, oder? Restart. Oh mein Gott, schlechter Restart. Oh, der Walter drückt sich da einfach rein. Ja, dann haben wir mal eine Position verloren, vielleicht holen wir sie aber wieder runter durch. Position kannst du dir zurückholen. Ich hole jetzt mal mit ERS und Windschatten vielleicht auf. Ja, das sollte noch lange zum Überholen. So, wenn er genau gleich hat der Bottas Position verloren. Der Norris ist auch noch gerade vorbei. Wow! Der Norris. So, jetzt vielleicht beim Anbremsen auf die Schikane. Sind close. Oh, er verbremst sich. Oh. Scheiße. Oh, vor allem fahre ich mir gerade richtig meine Reifen gerade kaputt. Jetzt würde ich wahrscheinlich kein DRS bekommen hier. Oh, ich komme rüber. Ja, so kann ich mich sicher mal wieder ansaugen, aber zum Überholen lange jetzt einfach nicht. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch auf. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde. So, des letzte Rennens. Runde. Der Mann, der 4. Platz, den können wir uns noch holen. Ah, Scheiße.
Vielleicht haben sie es verschenkt. Come on, 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 come on. Er ist am Laden. Er braucht kein IRS momentan. Ah, scheiße. Verdammt! Ah, ich habe sie in dieser Kurve so verschenkt. Mann! In dieser Kurve habe ich ein bisschen zu spät gebremst. Und ich habe nur gesehen, dass er laden und dachte, hoffentlich vielleicht hole ich ihn noch mal, aber... Fuck! Mann! Der P4 wäre so drinnen gelegen, Mann. Aber Norris hat das so gut verteidigt und ich habe nirgendwo mit Brechstangen drin gehen, weil ich meine, er will ja auch keinen Unfall irgendwie herbeizaubern oder ihn rausschiessen, überhaupt nicht. Fuck, ey. Das ist verdammt ärgerlich jetzt. Aber ja, ich denke, mit P5 können wir schon alle zufrieden sein. Mick Schumacher auf P8, holy shit, verdammt gut gefahren. Der wird wahrscheinlich in der Safety-Car-Phase ein bisschen profitiert haben. Mann, regt mich gerade auf. Gut, also, wir sind im Hauptquartier. Wir machen die Entwicklungen in der nächsten Folge dann. Und ja, da würde ich mal sagen, was es mit dieser Folge von F1 2021. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen. Sie würden ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, und wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, wir sehen uns einfach, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Und bis dann sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao!